Moin lieve Lüd, hier ist Platt to go. Unser Slüde Plattschol. Hüt mit die Carla, Jasper und Elvis. Wir sind die Plattikanten. Moin, ich bin Elvis. Hi, moin. Ich bin Claudia von der Maske. Ich mache die Birte schön für ein Streaming, fürs Internet. Wuhu. Habt einen schönen Tag. Gleichfalls. Moin, ich bin Liv. Moin, Liv. Demo Pfafftein. Moin Carla, ich bin Carina. Hi. Was magst du? Ich bin hier an Arbeiten. Ich bin hier die Referentin von uns Intendanten und ich habe just eine gute Nachricht kriegen und das muss ich nur mal nicht fixe abschreiben. Danke. Tschüss. Tschüss. Schauspieler geworden im Unlock-Theater? Wieso ich hier Schauspieler geworden bin? Ich habe schon als Kind plattdeutsches Theater gespielt, weil ich schon als Kind Plattdeutsch gelernt habe und habe das da schon kennengelernt, das auch auf der Bühne zu sprechen. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dann bin ich auch als Kind, als Jugendlicher immer ins Unlock-Theater gegangen zu den Generalproben. Und da konnte man dann gucken, wie die Unlock-Schauspieler ihre Generalproben spielen und ganz aufgeregt sind. Und das fand ich ganz toll und da wollte ich unbedingt auch mal zum Unlock-Theater und auf dieser Bühne spielen. Und dann habe ich eine Schauspielschule besucht und Schauspiel gelernt. Und dann, gab noch ein paar Stationen dazwischen, bin ich dann wirklich hier gelandet. Warum sind die Weihnachtsmärchen auf Hochdeutsch und die anderen halt auf Plattdeutsch? Das ist eine ganz gute Frage. Die Stücke im Unsorg-Theater sind ja immer auf Plattdeutsch, wobei wir ja eben auch Stücke haben, die zum Teil auf Hochdeutsch sind, zum Teil auf Plattdeutsch, damit Leute, die noch kein Plattdeutsch können, da langsam reinschnuppern können. Und die Weihnachtsmärchen sind eigentlich immer auf Hochdeutsch, weil da ja auch ganz kleine Kinder reingehen. Die sind ja manchmal erst 4. Und da können wir wirklich noch nicht davon ausgehen, dass die alle Plattdeutsch können. Wenn die dann größer sind, dann gehen die vielleicht, wenn wir Glück haben, mit der Grundschulklasse auch mal ins Unsorg-Studio. Und da gibt es dann auch Stücke auf Hochdeutsch und Plattdeutsch, dann können die das auch lernen. Und dann kommen die vielleicht auch mal in die plattdeutschen Stücke, wenn die größer sind. Ne? Aber im Weihnachtsmärchen, das soll für die ganze Familie sein, für die ganz Kleinen und für die ganz Großen. Und die sollen da alle Spaß haben. Und Plattdeutsch sich reinfuchsen, das können die dann im Studio und in den Abendstücken. Ja, okay. Wie ist das denn mit dir? Verstehst du denn Plattdeutsch? Kannst du schon Plattdeutsch? Du bist ja unsere Plattikantin. Also nur manches. Manches? Ja. Gibt's Wörter auf Plattdeutsch, die du kennst? Was ist zum Beispiel ein plattdeutsches Wort, das du kennst? Also Mama sagt jetzt zu Hause manchmal immer so Muck wie dat. So Muckwidat, Muck wie Muckwi. Ja. Das hatten wir in Folge 6, gleich mal reingucken, Muck wie Muckwi. Einheitsplural, steigen wir direkt hier voll in die Grammatik ein. Muckwi. Machen wir, ne? Ja. Und warst du auch schon mal hier in den plattdeutschen Stücken im Unsorg-Theater? Hast du schon plattdeutsche Stücke angeguckt? Ich glaube nicht, nur im Studio. Im Studio, das sind ja auch plattdeutsche Stücke, ne? Ja. Und da hast du alles verstanden? Ja. Ich bin Jasper, ich bin Elvis und wir sind Twächen.
Wie lange lebte eigentlich Henry Fahl? Oh Gott, das weiß ich überhaupt nicht. Wie lange lebte Henry Fahl? Ich kann mich nicht bewegen, ich halte die Ich Kamera. weiß. Dann mach doch kurz Pause. So, wir haben jetzt kurz gegoogelt. Henry Fahl lebte von 1897 bis 1977. Also 1897 bis 1977. Das heißt, wie alt ist er geworden? 80. 80. 80 Jahre alt ist er geworden. Ihr kennt noch Henry Fahl. Das ist ja wow, unser Cracks hier heute. Klasse. Ich habe noch eine Frage an dich. Mit wie vielen Jahren hast du eigentlich Plattdeutsch angefangen zu lernen, oder? Oh, mit wie vielen Jahren? Das kann man gar nicht so genau sagen, weil ich das als Kind immer gehört habe. Mein Lieblingssatz auf Plattdeutsch ist immer noch stieg in, also steig ein. Das hat mein Opa immer zu mir gesagt, wenn ich ihn besucht habe, also komm rein. Und selber richtig viel Plattdeutsch gesprochen habe ich dann erst, als ich in die Kindergruppe gekommen bin, im Theaterverein. Und da haben wir dann auch nach der Probe manchmal noch ganz lange draußen gestanden und weiter platt geschnackt und das hat sich ganz tief eingegraben. Und später habe ich dann aber nochmal Plattdeutsch studiert, ne? Weil irgendwie, auch wenn man Deutsch lernt oder Englisch oder Türkisch oder was auch immer, dann reicht das ja immer noch nicht, wenn man das als Kind mal gelernt hat, das dann auch zu unterrichten und Stücke übersetzen zu können. Also musste ich nochmal ein bisschen die Schulbank drücken, damit man so ein bisschen mehr auch über die Sprache weiß und nicht nur das, was man so als Kind gelernt hat. Also, wir kennen noch nicht so richtig Plattdeutsch. Gar nicht. Ich kenne nur Snacken. Ich bin meistens hier im Unsorg-Theater und höre auch viele plattdeutsche Stücke. Dann reime ich mir das immer ein bisschen zusammen, was die da sagen. Ja, wie lange bist du denn schon, also wie lange kennst du denn das Unsorg-Theater schon? Das Unsorg-Theater habe ich auch erst später kennengelernt. Wobei, nee, ich habe in den 90ern, da gab es so eine Serie, Unsere Unsorgs. Das war richtig wie so eine Fernsehserie, die im alten Unsorg-Theater gedreht wurde. Und da habe ich das allererste Mal das Unsorg-Theater gesehen. Und ich war mit meinem Papa irgendwann mal im Weihnachtsmärchen im alten Unsorg-Theater. Ich glaube, Schneewittchen haben wir da geguckt. Und so richtig habe ich dann aber auch erst mit 14 oder sowas angefangen, die Generalproben hier im Unsorg-Theater anzugucken. Und da hat das dann angefangen, dass ich das Unsorg ganz, ganz toll fand. Hast du schon mal ein Stück mitgespielt und wenn ja, wie viele? Ich habe in ganz, ganz vielen Stücken mitgespielt, aber ich weiß gar nicht, wie viele. Also insgesamt, also jetzt seit ich das beruflich mache, 25 oder sowas. Also ich bin jetzt von Beruf Schauspieler seit 11 Jahren. Und in der Zeit habe ich, glaube ich, circa 25 Stücke gespielt oder so. Und davor habe ich aber als Kind schon Stücke gespielt, aber die zähle ich jetzt mal nicht mit, sonst wird es zu kompliziert. Mein Lieblingssatz kam aus dem Theaterstück Alarm im Grand Hotel, wo dieser eine Mann gesagt hat, ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Genau. Das sagt Horst Arenthold in Alarm im Grand Hotel. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Und also ich habe keine Stelle, sondern ich mag zwei besonders. Der Zauberer von, also die Smaragdenstadt und dann noch, wer ist das Stück nochmal mit Moritz? Max und Moritz. Ja, Max und Moritz. Unsere hochdeutschen Weihnachtsmärchen, ne? Ja. Bitte, die Vorstellung läuft. Wieso heißt das Unsorg-Theater Unsorg-Theater? Oh, das ist auch eine super Frage. Viele Leute glauben, dass das Unsorg-Theater ohne Sorg-Theater heißt, weil hier Stücke ohne Sorgen gespielt werden. Fröhliche, lustige Stücke. Das stimmt aber gar nicht, sondern das Unsorg-Theater heißt so, weil Richard Ohnsorg das Theater gegründet hat. Der hieß einfach so und außerdem sind gar nicht alle Stücke hier lustig. Viele Stücke hier sind sehr lustig, aber manche sind auch mal ernst oder ein bisschen nachdenklich. Und zwar auch schon immer so gewesen. In wie vielen Stücken hast du schon mitgespielt? Die Frage kommt häufig. In wie vielen Stücken habe ich schon mitgespielt? Am Ohnsorg-Theater kann ich es dir gerade gar nicht sagen. Ich bin jetzt seit 11 Jahren im Beruf und habe da bei ungefähr 25 Theaterstücken mitgespielt. Aber ich habe als Kind schon Theater gespielt und das weiß ich gar nicht, da kommen noch mehr Stücke dazu. Spielst du nur plattdeutsche Stücke oder auch hochdeutsche? Ich spiele auch hochdeutsche Stücke, also Hochdeutsch kann ich auch. Am Ohnsorg-Theater spreche ich natürlich ganz viel Plattdeutsch, aber ich habe ja auch schon Weihnachtsmärchen gespielt und die Weihnachtsmärchen sind ja auf Hochdeutsch.
Aber ich spiele auch an anderen Theatern und da natürlich auf Hochdeutsch. Sagen manche Leute manchmal was Plattdeutsches zu dir? Ja, mein Opa sagt manchmal Lüdern zu mir. Lüdern, kleines Mädchen. Heute gibt es keine Frage des Tages, denn wir haben schon ganz viele Fragen gestellt. Und jetzt kommt das Fundstück des Tages. Das Fundstück des Tages kommt diesmal aus der Wandelhalle im Hamburger Hauptbahnhof. Da wird nämlich gerade die DB-Lounge von der Bahn renoviert und schick gemacht. Und da steht deshalb im Schaufenster: Hamburg wärt do schick. Wärt ist eigentlich nicht so unser Platt. Wir würden sagen, Hamburg wart do schick. Oder es ist so missingisch gemeint. Auf jeden Fall Plattdeutsch ist natürlich do schick. Und das heißt totschick. So, das wird wieder mit der 14. Folge von Platt to go, unseres Leute Plattschol. Heute mit unseren Plattikanten. Und wie seht uns wird höpen wie die nächste Folge wieder. Und bis dahin, tschüssing und Holt you fuchtig.